Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal ein paar 3-Star-Fights von meinem ersten Account aus Legend League. Ich war da ungefähr 3 Wochen drin, dann habe ich keine Lust mehr gehabt, weil das ist ein Fulltime-Job da oben, da muss man durchgehend dabei bleiben und das ist mir halt auf Dauer zu anstrengend geworden. Ich habe da oben immer die gleiche Taktik benutzt, für Heiler einen Golem, dazu noch einen in der Clanburg und 25 Bowler. Dann am Schluss, falls nur irgendwie Prozent oder so fehlen, was aber jetzt eigentlich bei der OP-Taktik nicht der Fall war, habe ich nur 2 Lakaien dabei gehabt. Wegen der Riesenbombe wurden gleich gezündet, was aber auch passt hat, weil Inferno gleich drauf geballert hat. Giftzauber gesetzt auf die Clanburg, vielleicht ein kleines bisschen spät. Aber ist eigentlich schon alles sind mitten gelaufen, King ist nach außen gegangen, was aber passt, weil der für die Bowler tankt. Und was der Schlüssel für einen 3-Star-Fight ist, dass jetzt recht spät auch nur die Heiler leben, dass die am Schluss die Queen oder den Warden heilen können. Besser war die Queen, weil die mehr Schaden macht. Zeigt man schon, wer viel da jetzt noch in der Mitte lebt. Und jetzt, wo keine Luftabwehr mehr steht, jetzt ist die Sache eigentlich auch schon gelaufen. Queen kann auch noch gezündet werden. Beschleunigen wir das alles mehr ein bisschen. Und der Fight hat mir dann 9 Pokale gebracht. Gehen wir zum nächsten Fight. Ist er relativ dicht dabei ist, wieder mit der gleichen Taktik angegriffen. Bin da von der Seite reingegangen, weil ich schon mal sicher das Rathaus haben wollte. Normalerweise gehen wir immer von der Adlerartillerie-Seiten rein. Aber man weiß ja nie, wer weit das meine kommt. Hutzauber gesetzt. Warden wird jetzt gleich gezündet werden. Ja, da wird er gezündet. Giftzauber schon auf die Clanburg gesetzt. Zweiter Wut. Queen geht nach außen. Was jetzt nicht optimal war, aber am Schluss hat es dann doch noch gereicht. Aber sagt mal, wie viele Bowler das da in der Mitte sind, also das war gar kein Problem. Bloß blöd war, dass die Adlerartillerie nur recht lang überlebt hat. King ist schon down, Queen kann noch gezündet werden. Adlerartillerie hat jetzt meine restlichen Bowler zerstört. Heiler gingen nur auf den Warden, was mir dann letztendlich nur die 3 Sterne eingebracht hat. Das ist eine Base, die wo man relativ oft da umsieht. Bin ich von oben reingegangen, auch wieder auf die Adlerartillerie zu. Ich versuche dann immer einen Warden zu zünden, wenn die Adlerartillerie runterkommt oder wenn der Inferno auch nur auf die Bowler geht. Clanburg kommt raus, Gift wird gleich draufgesetzt. Das Rathaus haben wir auch schon. Man muss dann immer schauen, dass man den zweiten Inferno recht schnell kriegt. Der ist jetzt durch den letzten Bowler weggegangen. Warden mit dem King auf der linken Seite, Queen geht rechts.
sind die ganzen Gebäude weg. Und so wären es dann doch nur relativ sichere 3 Sterne und ich kriege auch noch 16 Pokale, die da oben wirklich wichtig sind. So, das war's dann mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Da geht's zu den letzten beiden Videos. Dann sage ich einen schönen Tag noch. Haut's rein. Servus.